Wenn an der Geschicht vum Militär schon immer ganz wichtig war, dat war Kommunikation mat der Front, an die misse geheim se dats den Feind se net matkrit huet. Aber haut bei der Armee mat professionellen moderne Funke geschieht de eben net doflechte kann, dat hunn se freier mat Telegrafe gemacht oder eben noch mat Pobaier, wo kryptéiert Norrichten drauf waren. Dat heiten dat as so eng kryptéiert Norricht. Die kann just delesen, den se geschrieben huet. Oder den Kryptéierung kennt. Mr. Science et ass und dir. Okay, mal da lass. Schreibt Olivier dir immer Geheimmessagen? Wann wichtig ist, da schon. Am engem Experiment vun Haut gimmer der Kryptographie op Spur der techte Verschlüsselungstechniken. An de Methode, die den Olivier benutzt huet, die giwet schon zur Zeit vum Julius Caesar. Und die also sech ganz einfach an die kann Gypveren doheim no machen. Weil d'Alphabet gëtt just pur Positionen zu ne verrutscht. Dat heescht, aus engem A krimmer du no G, aus engem B en H, aus engem C en I an so weiter. Datselwicht as hai op der Drehscheift durchgestalt, an dat das méi einfach. Gëtt einfach astalt und da kann en dat oflesen. Gëtt dann nach einer Methoden? Ja, et gëtt déi vum Buchstabe vermëschen. Kann in den Originaltext an 3 Zeilen am Zickzack schreiben, an duno Zeil für Zeil aufschreiben. Da geht aus Ich sinn de Joseph. Eiesens de just genau. Okay, für de Leute ist das kompliziert, me bestimmt en Ziffre mat Computeren, oder? Ja, sogar schon ohne Computer. Dafür haben sie am Zweiten Weltkrieg das Chiffriermaschine benutzt, für Messagen zu verschicken. Hier gehen Buchstaben über ganz komplizierte Mechanismen ein paar Mal an der Nähe vertauscht. Aber wenn das Maschine, die von der Schweizer Armee ist, nicht hat, dann wird es unmöglich, eine Message zu lesen. So, Mr. Science, mir wen aus der Armee braucht dann so Verschlüsselungstechniken? Na ja, mir alle gut. Mittlerweile ist an allem Chiffrierungstechnik dran, sogar an etwas harmloses wie diesem Auto Schlüssel. Also nicht am Schlüssel selber, mehr am Funk. Auf für Stadt zu weisen, habe ich mal Telef geholt von einem Spezialist von der Uni. Salut. Salut. Dieser Funkschlüssel, der checkt einen Code, zum Beispiel eine Zahlenkombination um ein Auto, und da geht den ab. Auf für Stadt zu weisen, spielt ein anderer Pirat. Und hier fängt das Signal, das natürlich an alle Richtungen geht, mit seinem umgebauten Telesempfänger high up. Okay? Und? Was habt ihr empfangen? Ja, und das Signal kann ich zugehören. Okay. Anne schon Datei auch nach grafisch dargestellt. Ja. Wie du gesagt, das Signal high, aus dem modelliert die Message über Zeit. Ja, das ist Digitalkommunikation, das ist relativ schwierig zu verstehen. Aber der Code, den du hier empfangen hast, kannst du den einfach von den Computer aufspielen und in mein Auto schicken und so mein Auto abmachen zum Beispiel. Das habe ich gerade probiert, und das ist nicht passiert. Auf wie weit kann ich daheim weisen, wenn es nachkommt, ob du Schlüssel trägst. Okay. Okay, das heißt, ich gesehen habe, das Alke ist ein anderes Signal. Genau. Die Informationen, die der Schlüssel schickt, sind zwar alles dieselbe, ja. Sie sind auch nicht verschlüsselt gehen. Okay. Mit einem mathematischen Algorithmus und durch eine laufende Nummer, die alles sonst du auf den Schlüssel drückst, weiter geht's. Das heißt, der Pirat, den muss ich also etwas Besseres auf alle lösen, wenn er mein Auto klauen. Genau. So, Kind da nicht irgendeinen diesen Code knacken? Wahrscheinlich. Meistens liegt bei so einer Technologie das Problem nicht in der Kryptographie. Aha. Und trotzdem forschen wir auf der Uni weiter an der Kryptographie, für Geräte dadurch mehr sicher machen zu können. Weil in Zukunft werden die immer mehr über das Internet nie verbunden sein. Und da ist es wichtig, dass sie sicher sind. Ah ja, okay, das wird immer mehr wichtig. Also. Und das ist auch nicht nur Kryptographie an diesem Autoschlüssel, sondern an ganz vielen anderen Haushaltsgeräten. Komm, ich weiß nicht einmal. Zum Beispiel an meinem Telesdecoder hier. Ups, pardon. Und dann haben wir natürlich Kryptographie an den Kreditkarten, aber auch, wenn wir am Internet surfen. Und da seht ihr bestimmt, dass an der Zeile den HTTPS etwas. Das heißt, dass ihr bei einer sekurisierten Seite in der W seid. Das heißt, da geht alles verschlüsselt. Okay, wie kümmert sich dann um die ganze Kryptierung? Ich mach mal nicht. Ja, das ist ein Programm, das am Hintergrund liegt.
zum Beispiel den SSL. Wenn wir auf eine säkurisierte Seite gehen, wie zum Beispiel als E-Mail-Seite, dann springt dieses Programm an. Und da passiert Folgendes. Für statt zu weisen, spielen ich mal den SSL-Programm und ich will dem Olivier eine kryptierte Message schicken. Da kriege ich vom Olivier ein Köst geschickt mit einer Verschlüsselungstechnik von ihm. Hier kann ich mein Message dran machen, die verschlüsseln. An dem Moment kriegt kein mehr die Message gelesen. Auch ich nicht. Außer den den Schlüssel vom Schloss hört. Genau, und das ist ein Olivier, das ist auch seine Verschlüsselungstechnik. In Wirklichkeit funktioniert das natürlich nicht mit Schlüsseln als Schlösser, mehr mit mathematischen Formeln und ganz vielen Nullen und Einsen. Verschlüsselungstechnik, wo nur eine Seite Schlüssel hat, ist natürlich viel mehr sicher wie die Verschlüsselungstechniken, wo beide Seiten den Schlüssel kennen. Da muss ich just noch das Köst dem Olivier schicken. Tja, Joseph, nächstes Mal erklärst du besser mit Enveloppen.